Ja, so. Ja, Barteli, ich bin daheim. Leise! Was? Mach's gut. Ja, mach's besser. Beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück beim Kartenspielen. Na, das hoffe ich, ja. Und zieh deine Schuhe aus, Ja. damit du nicht hört, wenn du reingehst. Ja. Aber leise! Ja, du hast gleich drin. Leise. Wo wenn ich kaum Stieg komme, sagt der Weiner, komm, halt mich, dass ich meine Schuhe ausziehen kann, ne? Ja, wie denn? Ja. Ich kann mich ja selber kaum halten. Das ist also gut. Lohn die halt an. Ja, gut. Haben wir schon, es liege schon drin im Dreck, ne? Ja. Bleib gerne liegen. Ja. Der Weiner, komm, zieh mir Schuhe aus. Ich helfe dir beim Zieh Jetzt liegst du. Schau, ich habe einen Zirkel, den Schuhe raus. Ich seh dir nicht. Ja. So, da ist deine Schuhe. Wenn du dort kommst, heim. Ich geh jetzt mal. Ich geh jetzt nicht. Ja. Hoffentlich hast du es nicht gehört. Ja, wie denn? Wir waren ja ganz leise. Ja, das stimmt. Also, Das vierte. gleiche waren wir. Und denk dir nichts, gell? Ja. Vierte. Keiner brauchst Ja, du. aber nicht. Ich denk mir sowieso nicht, wie nur einer denkt. Nein, es geht mir heute. Gute Nacht. Schlaf gut. Schade, wenn man bekommt. Ja, dann schau wieder raus. Jetzt flog ich euch schon wieder. Ei. Ja, warum nicht? Du schaust aus. Du hast auf mich gewartet. Wo kommst du her? Vom Jagerwirt. Heute auch. Jahressitzung von den Wanderervereinen. Wanderersfreudensjahressitzung. So, Das so hat mir gar nicht gefallen. Ja, Weiberlein, riecht mir mein Peterli her, gell? Ich komm gleich. Jetzt schau ich bloß aus. Aber schön war's wieder. Halt kommt das Bier war gut. Und gesucht haben sie wieder. Mei, ein Pass ist er schon. Der holt für Seppel. Ja, da gab es was. Alle meine Verräter und Spätzchen. Jawohl! Jetzt war ich soweit. Ja, war wir denn jetzt? deinen Rausch, den kannst du da auf der Hausbank ausschlafen. Ja. Ja, hier, man stinkt, dass nach dem so was noch kommt. Sind wir schon wieder so weit. Immer diese blöde Bank. So langsam gewohne ich mich drauf. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Der Kreimwasser. Der Basi. Der Lump. Der Schlawiner. Nein, aber den gebe ich das nächste Mal. Der komm ich noch. Komm ich mal. Blasi, komm hol mich mit dem Radl ab. Blasi, sonst geh ich im Fackeltrab. Blasi. Sag mal, Sophie, kannst du den Tisch nicht ein bisschen lauter decken? Wir lauter. So,
Und warum? Warum? Damit der Bauer endlich wach wird. Ja, Bauer! Ach, was ist los? Ja, warum liegst denn du da am Boden? Na, Herrgott, wo bin ich? Ja, und da heraus? Ja, da drin war eine dicke Luft. Ja. Ui, Auwe, war was los, Herr? ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, furchtbar, Jesus Maria. Magst gleich einen Kaffee? Ein Glas eiskaltes Wasser. Oh, Ein Wasser? ich habe einen brandenden Durst. Ein Wasser? Du? Dann fällt's aber weit, wenn du ein Wasser willst. Ja, um Gottes Willen, wie schaut denn hier aus? In der Unterhose noch gefallen. Ja, wir bin denn nicht heimgekommen. Ja, Herrschaft, mir feiner gleich ein paar Meter. Ui. Ja, hat denn die Welt schon sowas gesehen? Ui. Jetzt hab ich einen Rausch gehabt. Oh, diese Blutsauferei, diese Dinger. So, jetzt von mir aus kann's losgehen. Ui. So, schau hier, Bauer. Was denn? Da hast du jetzt dein Wasser. Ja. Aber das sage ich dir fein gleich. Was denn? Das Wasser, Ja. das ist fein nicht so. Jetzt regnet so viel, das einmal her. Das ist ja warm. Ja, du hast mich nicht ausreden lassen. Ich wollte ja sagen, dass das nicht so kalt ist, wie du das magst. Ja, warum Weil nicht? die Bayerin gesagt hat, ich soll dir ein warmes Wasser bringen. Ein Blödsinn. Doch, damit du dein Magen nicht verkühlt. Ja, jetzt vielleicht nicht das warme Wasser mit. Gut. Oh, Geh halt. Jesus. Hab ich einen Schädel wegen Gottes Willen. Oh. Hat schon gewirkt. Na, was war dann gestern alles los? Auf eurer Wanderfreunde-Sitzung. Was denn für Wanderfreunde-Sitzung? Ja, das war die Jahressitzung von den Wanderfreunden. Ja, die Jahressitzung war das, ja. Du bist aber lang gesessen, hä? Ja, mit der Aussetzen oder wie vielleicht sitzen, ja. Bist dann wieder Schriftführer geworden? Oder haben sie endlich einen anderen Deppen erwischt? Nein, ich bin's wieder geworden. So, ja. Ja. Einstimmig, alle haben mich wieder gewählt zum Schriftführer, weil ich so eine schöne Schrift habe. So, Ja. das freut mich für dich. Ja. Und der Bartel? Der Bartel, der war auch dabei, ja, der Bartel. So, der war auch dabei. Ja. Was ist dann der geworden bei den Wanderfreunde? Der Bartel, der ist nur ein passives Mitglied geblieben, ja, weil er nicht so viel wandern kann mit seinen Blattfüßen. Ja. Guten Morgen, benannt. Guten Morgen. Ja, gemein. Ja. Du, Gustl, Ja. ich hätte was zum Reden mit dir. Was hast du mit ihm zum Reden? Ja, wegen dem Karl. Karwendelausflug haben wir besprochen, gestern auf der Sitzung, am nächsten Sonntag ist Karwendelausflug. Nein, wegen dem Karl. Wendel! Ausflug. Ausflug, Ja, richtig, Karwendel. Ja, aber das gilt nur für Karwendel-Freunde, Anhänger und solche, die mich werden wollen. Ja. Das ist nicht für die Alte da. Doch, das ist für die zu langweilig, gell? Ja. Karwendel-Ausflüge und so. Ich geh schon. Ja, Ich kenn mich schon aus. ja, mach ganz Mann. So, ja. Den allerweil mit dem Karwendelausflug. Was denn? Ich wollte doch wegen dem Kartenspielen von gestern mit dir reden. Ja, das weiß ich doch, das war doch nur eine Ausrede wegen dem Karwendel-Ausflug. Oder hast du gemeint, ich sag meiner Alten etwas von unseren wirklichen Ausflügen? 2 Jahre erzähle ich meiner Frau, dass ich bei den Wanderfreunde bin. Und meine Alte glaubt das. Und ich hab schon mit einem freien Abend immer, wann ich will. Und ich häng immer mit drin. Oder glaubst du, dass meine Alte nichts redet mit deiner Alten? Ja, na sagst halt auch, dass du bei den Wanderfreunde bist, ne? Ich mit meinen Blattfüß. Ich sag immer, dass ich beim Zuchtverband bin. Was? Zucht? Das ist doch jetzt vollkommen wurscht.
Sag mir lieber, wie ist denn das gestern ausgegangen beim Jagerwirt? Ja, mei. Was? Oh mei. An den. Was an den? Ja. Ja? An den, was? An den Kreimoser hast du deinen Ochsen verloren. Was? Ist wirklich wahr? Oh, ich hab geträumt. Na, wie kann denn sowas passieren? Ich hab doch 2 kritische gehabt und 2 Trümpfe. Aber der Maxi und die anderen Trümpfe hat der Kreimoser gehabt und drum hast du verloren. Ui, das will mein Alte erfahren. Um Gottes Willen. Ja, das mit dem Ochsen, das ist eine blöde Geschichte. Ja, und wie blöde? Aber mir geht's eigentlich mehr um die Sau. Ja, und... Was denn für Sau? Ja, die Scheinsau, wo du gemeint hast, du gewinnst und... Was und? Hab ich vielleicht nicht gewonnen? Nein, Was? weil ich einen Belly gehabt hab und darum krieg ich von dir eine Sau. Weil um die haben wir gespielt. Oh, so ist recht. An ihm verliere ich eine Sau. An den Kreimoser verliere ich einen Ochsen. Bloß mein Alte gewinnt keiner. Da muss ich einen Rausch gehabt haben. Bei mir ist es ja nicht so schlimm. Meine Sau, die kannst du mir in Raten zahlen. Was? Einmal gibst du mir ein Rüppal und dann ein Wammerl und dann ein hintere Haxen. Was, ein hintere Haxen? Von meiner Sau? Da komme ich mit dem Tierschutzverein in Verbindung. Wie meine Sau auf einmal mit 3 Haxen rumläuft. Aber trotzdem ist ein recht guter Zug von dir. Deswegen bin ich am Kreimoser trotzdem ein Ochsen schuldig und ich hab kein Pfennig Geld. Du musst dir gleich einen ganzen Ochsen spielen. Ja, du Ochs. Ich weiß schon, aber ich kann ja, der hat mich halt herausgefordert. Weil Ne? er ein Schlawiner ist, der Viechhandler nicht. Ja. Das ist ja wirklich ein Viechhandler. Das weiß ich selber, dass der Kreimoser ein Viehhändler ist. Ne? Ja, na also. Was also? Wenn er kommt und will den Ochsen holen, Ja. dann ist doch das ganz normal für einen Viechhandler. Nicht? Was? Und deiner Alten sagst, du hast ihm den Ochsen verkauft. Ja, freilich. Der Kreimoser ist ein Viehhandler, der hat schon öfter das Stückel Vieh geholt und ich sag meiner Alten, der Kreimoser hat den Ochsen gekauft. Ja, du blödes Rindvieh, du blödes. Na, will doch mal heute das Geld sehen von dem verkauften Ochsen, oder nicht? Also ja, und das habe ich jetzt nicht gedacht. Bauer! Was? Bauer, der Blasi kommt! Was, der Blase kommt? Um sag's Gottes der Willen. Versteck dich. Und wenn er fort ist, dann pfeift mir, gell? Jesus Maria, warte ein bisschen. Warte. Grüß Gott miteinander. Ja. Ja, wo sind denn die alle? Also, immer wenn ich komme, ist keiner da. Ja, der Blasi, grüß dich Gott. Du Blasi, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber der Bauer, der kommt dann gleich, gell? Ja, grüß dich Gott, Blasi, ich hab jetzt keine Zeit. Sag's meiner Bauerin, ich komm dann später wieder, gell? Ich weiß nicht, frischiert, ich muss zum Nachstudieren. Grüß dich Gott, Blasi. Ich soll dir sagen, die Bäuerin und der Bauer haben gar keine Zeit, aber wenn es Zeit hat, dann kommen wir schon, gell? Es ist doch immer das Gleiche. Ja gut, komme ich halt später wieder. Mein Lieber, der ist vielleicht ihm. Gustav. Ist er fort? Ja, aber na Gott sei Dank. Warum denn so geheimnisvoll? Geheimnisvoll. Der von der Gemeinde. Die Gemeindeabgaben will er kassieren und ich hab doch kein Geld, oder? Was machen wir jetzt mit dem Ochsen? Na, was werden wir denn machen? Da muss mir Ihnen eine Ausrede einfallen. Meine Alte glaubt ja alles. Die ist doch so blöd. Wer ist blöd? Er ist blöd. Er, jawohl, er. Weil er mich da von der Arbeit aufhält, ne? Was, ich? Ja, gell, du weißt schon, dann überlege das, was ich dir gesagt habe, gell? Ich gehe jetzt an die Arbeit weiter. Ja, es wird dann Zeit. Ja, bin schon fort, gell? Was sollst du denn du überlegen? Ja, ob wir nicht Magst du einen Kaffee? einen Kaffee... Ja, jetzt weiß ich wieder. Ob wir nicht einen Kaffee anbauen sollen. Bei uns wächst doch kein Kaffee. Nicht? Vielleicht der Kakao? Du redst doch nur einen Schmarrn daher. Grüß die Nachbarin. Ja, grüß die Fini. Ah, da schau her. Da hockt er. Final.
Daheim war ein Haufen Arbeit. 3 Kirchen deckt und kein Mannsbild ist im Haus. Ja, ich kann's doch nicht machen. Wer redet denn von dir? Zum Stier soll es das führen. Zum Stier. Hoffentlich kann der heute. Oh mei, es ist schon ein Kreuz mit unseren Mannsbildern. Ja. Wo war denn der Deine heute Nacht? Beim Zuchtverband, wie immer. Den Schmarrn erzählt er mir doch schon seit 2 Jahren und meint immer noch, ich glaub das. Der Meine hat mir wieder die alte Geschichte vom Wandererverein erzählt. Du, dabei kriegt er schon Blasen an die Füße, wenn er bloß ein Bild von einem Berg anschaut. Du, die halten uns doch glatt für so blöd, dass wir das glauben, was sie erzählen. Wieso? Du, aber ich geh lieber wieder rüber und schau, dass mein Alter auch was arbeitet. Ja. Vierte, Froni. Ja, vierte nachher. Ich bin bloß gespannt, was heute Nacht wieder für eine Ausrede haben. Das werden wir ja dann sehen, gell? Vierte. Ja, jetzt weiß ich was. Warte, komm mal rüber zu mir. Mir ist was eingefallen. Ja. Mir wird der Kreimloser nicht gescheit. Da muss er schon früher aufstehen. Was ist denn? Das ist die zu mir. Du hast doch zu mir gesagt, der Kreimos ist ein Schlawiner, gell? Und was für einer? Also, und wie schlägt man einen Schlawiner am besten? Mit seinen eigenen Waffen. Hast du mit? Ja. Nein. Ich stell dir nicht so blöd. Pass auf, du hast mir doch selber gesagt, dass der Kreimoser ein Schlawiner ist, weil er die Leute bescheißt. Beim Kartenspielen, beim Viehhandel, sogar bei der Heiratsvermittlung. Ja, das stimmt. Ja. Meine Alte habe ich auch von ihm. Ja, pass auf. Und dasselbe machen wir jetzt auch. Wir bescheißen einen Kreimoser auch, aber beim Kartenspielen. Ja, wie soll nachher das gehen? Wir spielen mit ihm mit die zinkte Karten. Ich kenne aber bloß bayerische Karten. Freilich bayerische Karten, aber gezinkte, markierte. Verstehst? Verzinkte. Ja. Was mich? Mei, was habt ihr nicht bloß verbrochen, dass ich einen solchen Deppen als Freund hab? Also pass auf, ganz einfach. Wenn der Kreimoser heute kommt, dann spielen wir mit ihm noch mal Karten, aber mit gezinkte Karten. Und das musst du machen. Pass auf, ganz einfach. Du malst auf dem Maxi, da malst du ein Herzl drauf. Und auf dem Belly, da malst du ein Kreisel drauf. Und auf dem Spitz, da machst du Strichel drauf. Hast du? Und dann spielen wir mit dem Kreimoser. Und bevor der was merkt, habe ich meinen Ochsen zurückgewonnen und vielleicht sogar einen zweiten noch dazu. Was? Ja, meinst du, dass das gut geht? Freilich geht das gut, wenn du es richtig machst. Also, und jetzt schleicht die, weil wenn der Kreimoser kommt, braucht er die gar nicht sehen. Was soll meine Alten sagen, wo ich hingehe? Na, der wird schon irgendwas einfallen. Jetzt hau ab, wenn der Kreimoser kommt. Also, vierte, gell, bis heute auf die Nacht. Und du das mit den Karten machen, gell? Sauber! Markieren. So, ja, Kreimoser. Heute auf die Nacht bist du dran. Du, Gustl, Ja? der Viehhandler kommt zu uns. Ja, und warum soll er nicht kommen? Der wird ja Vieh handeln wollen, ne? Okay, weiter, wir haben doch zurzeit nichts zum Verkaufen. Na, das nicht, vielleicht will er mal einen Besuch machen bei uns. Ne? So. Wenn er vorbeigeht, kann er mal auf los. Rein, kommen wir Grüß da. Gott, Männer. Habe ich die Ehre, Frau Meyerhofer. Der Viehhandler kommt zu uns. Ja. Was brauchst du denn? Ja, das werde ich schon mit ihm aushandeln. Viehhandeln ist immer noch Männersache, merkt ihr das, gell? Lass dich nicht wieder bescheißen, wie sonst immer. So, ja. Du, Was ist denn? jetzt war ich da. Ja, das sehe ich ja, wegen dem Ochsen was da, gell? Jawohl, kann ich den gleich mitnehmen? Du, Ja. ich hab mir schon angeschaut, draußen in dem Stall, der zweite, auf der linken Seite. Ja. Der darf mir gut passen. Ja, ich weiß schon. Der schöne Ochs, gell? Ja. Ja, der Kreimoser sitzt immer ein bisschen her zu mir. Sei so lieb, komm. Ja. Ich hätte was zu reden mit dir. Mit ne? mir? Ja. Was zum Reden? Ja. Ich wüsste nicht, was da zum Reden gab. Jetzt pass auf. Aber wenn's mir jetzt nachher da redet. Kreimoser, ich habe mir gedacht, ob du mir nicht die Möglichkeit geben könntest, dass ich den Ochsen wieder zurückgewinnen könnte. Ne? Ich meine, es war ja ziemlich spät, was, und Stoffen haben wir auch an der Hand gehabt. Ja, aber verloren hast. Ja, das Und deswegen braucht man nicht mehr spielen. Ja, Schatz, das war doch für dich auch nicht schlecht. Vielleicht gewinnst du
einen zweiten Ochsen dazu. Ne? Das war das nichts. Ja? So, meinst du? Ja. Naja, da hast allerdings du wieder recht. Bauer, der Blase kommt schon wieder. Schon wieder? Ja. Unterhalte mich mit ihrem, gell? Sagst du, ich bin nicht daheim. Ich bin ein fortgeschleißt. Mit wem denn? Grüß Gott. Ah ja, der Greimoser. Ist der Meierhofer nicht da? Grüß Gott, Gemeindeschreiber. Was willst denn? Das übliche, Gemeindeabgaben kassieren, was? Na, heute ausnahmsweise nicht. Der ist nicht da, der Meierhofer. Na, heute ausnahmsweise keine Gemeindeabgaben kassieren. Heute habe ich mit Meierhofer oder seiner Bayerin was ganz Persönliches zu besprechen. Was Persönliches? Ja. Ja, was war denn nachher das? Ja, du, das geht nur die zwei allein was an. Für alle anderen ist das streng geheim. Aha. Sag mal einmal, du sagst es jetzt mir und ich sag's dann an Meierhofer ganz persönlich. Ja, aber dann ist ja das unpersönlich. Ja, aber trotzdem streng geheim. Also gut. Was ist denn jetzt los? Dienstschluss. Heute kein Parteiverkehr mehr. Kommen Sie bitte morgen wieder vorbei. Geh, red doch nicht so einen Blödsinn daher, du bist ja jetzt nicht im Amt. Geh zu, mach heute eine Ausnahme. Eine Ausnahme? Nach Dienstschluss. Du kriegst von mir 2 Pfund Wammerl. 2 Pfund Wammerl. Ich bin wieder im Dienst. Also pass auf. Der Bürgermeister, Ja. der will doch ein neues Gemeindehaus bauen. So? Naja, und dasselbige soll auf dem Grund vom Meierhofer, auf dem Oberanger gebaut werden. Und jetzt soll ich den Meierhofer zum Bürgermeister holen, weil ihm die Gemeinde den Grund abkaufen will. Verstehst? Versteh dich. Und was darf denn da die Gemeinde zahlen? Ja, so an die 12.000 Mark hat er gemeint, der Herr Bürgermeister. 12.000 Mark? 12.000 Mark? Okay. Der Grund ist nicht die Hälfte wert. Ja, das weiß ich schon, aber der Bürgermeister hat gesagt, wir zahlen ihm so viel, damit er ihn auch wirklich hergibt, den Grund. So. Also ein Oberanger. So, jetzt muss ich aber wieder gehen. Du, und die 2 Pfund Wammerl, die schickst du mir heute rüber in die Gemeinde. Ja. Aber gut einpacken, damit es der Bürgermeister nicht sieht. Nein. Und zum Meierhofer sagst ich komme morgen wieder vorbei, gell? Ja, ist schon gut. Vierte, Greimoser. Gemeindeschreiber, fahr nicht schnell, gell? Oh. Der Oberanger. Das wäre ein Geschäft für mich. Also gesetzt im Fall, ich spiele noch einmal mit dem Meierhofer, gewinnen den zweiten Ochsen dann. Und dann hätte ich ihn in der Hand. Ja, und dann mache ich das Geschäft mit dem Bürgermeister. Ja. Meierhofer! Ja? Komm raus, der ist schon weg. Ist er fort? Ja, ja. ist- Was hast denn du so lange geredet mit ihm? Wollte er wieder Gemeindeabgaben kassieren? Ah, das Übliche, du weißt, aber ich hab gesagt, du bist nicht da. Ah, das hast du aber nicht gemacht. Ich danke dir sicher. Geh, was tut man nicht alles für einen guten Freund? Ja, freilich. Logisch. Ja, was ist jetzt? Hast du das überlegt, wegen heute Abend? Spielen wir noch mal mit den Karten? Ja, überlegt und spulen. Ja? Ja, wenn's meinst. Ja. Aber nur, weil du ein guter Freund bist von mir. Ja, also gut. Und noch was. Ja, was denn? Sollte ich im Falle, dass ich wieder gewinne, Ja? einen zweiten Ochsen, Ja? krieg ich von dir. Kriegst du von mir Eingeschlagen? einen zweiten Ochsen? Eingeschlagen? Alles klar. Also, bis heute auf Nacht beim Jahrgewirt. Bis heute auf die Nacht. Jawohl. Vierte. Fertig Gott. Und lass das gut gehen dabei. Hey, komm gleich heim, Greimaser, gell? Servus, fertig Gott. So, Greimaser, jetzt hab ich dich. Ein altes Sprichwort sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das muss ich gleich am Bartl erzählen. Das muss ich sofort am Bartl erzählen. Mei, ist das ein schönes Romanhefterl.
Ja. Mein lieber Gott im Himmel droben, lass mich nicht verschmachten. Schick mir doch einen braven Mo, das war nicht zu verachten. Geh, Sophie, was redst denn da? Woher hast denn das? Da, mein Romanheft komm. steht's drin. Sag mir lieber, was der Kreimoser wollte. Das weiß doch ich nicht. Vielleicht wollte er was von mir? Von dir? Warum Ja. denn? Was hätte denn der mit dir zum Reden? Ja, mei, das ist ja so. Ich habe ihm schon lang gesagt, dass ich immer noch ledig bin. Ja, und wenn er eine fesche Braut für den noch feschen Bauern sucht, ja, dann war ich sofort da. Geh, Sophie. Ja, Es langt doch schon, wenn der Kreimoser die Leib mit dem Viehhandeln und mit dem Heiratsvermitteln scheißt. Mein Alten, den hat er mir auch zugebracht. dein Alter, das ist doch ein Depp. Eben. Sie war jetzt fertig, gell? Du, was hat denn der Kreimoser bei uns wollen? Ein paar Scheie wollte er verkaufen mit Packerl, ja. Und der Bartl und ich uns anschauen, vielleicht kaufe ich 2 oder 3. Du, hat er von mir nichts wollen? Nein, wir haben nur von den anderen Scheien geredet, ja. Wo sind denn die Seid? Und wer das selber jagen wird, im Stall natürlich, bin Stall draußen, ja. So, da bin ich. Ja, bist fertig, ja. Bist fertig, Ja, ja? bin fertig, ja. Also nachher, Wann kommst denn du wieder? na gehen wir bald komme ich wieder. Wir gehen jetzt und bald komme ich wieder, gell? Jetzt geh weiter. Bitte schön. Gehen wir, ja. Und bleibst im Brach und krumm, bis sie wieder kommt. Falscher, 50er Falscher. Du Was Bayerin, magst denn? Bayerin, sag einmal, seit wann hat denn der Jagerwirt sei? Der hat doch noch nie einen gehabt. Aber mein Alter, der ist sogar zum Lügen zu blöd. Gerade habe ich noch gesehen, die zwei. Zum Sei anschauen muss der meine heute, dass ich nicht lach. Der Meini hat mir den gleichen Schmarrn erzählt. Aber wart nur, wenn der heute heimkommt. Hat mir schon was ausdenkt, Phil. Was denn? Geh mit rein ins Haus. Ich erzähl das. Ja. Aha! Und ich darf das wieder nicht wissen. Immer wenn es spannend wird, muss ich allein bleiben. Aber wenn ich mir das so überlege, was das für ein Theater ist, wenn man verheiratet ist mir vielleicht doch lieber, dass ich noch ledig bin. Aber mein Romanheftel ist so schön. Mein goldener Liebling. Grüß dich, Sophie. Ja, Blasi. Ja, grüß dich, du. Bist du allein? Jetzt nimmer. Darf ich mir ein bisschen zu dir hinsetzen? Freilich, Blasi. Schau hier. Sitze nur her zu mir. Bin so frei. Ja, ja. Ja. Du, Sophie, Ja, Blasi. habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich noch ein lediger Single bin? Was möchtest du denn vorsingen? Nein. Ich meine, dass ich noch ledig bin, allein. Ach so. Na, gesagt hast du es nicht, aber das weiß ich doch. Ja. Ja. Du, Blasi. Ja, Sophie. Blasi, ich bin vielleicht auch noch ledig. So? Ja. Ja, wie lang denn schon? Seit ich geboren bin. Ja, und wie lang möchtest du noch ledig bleiben?
bis mich einer mag. Ich mag die. Ja. Ja, soll das heißen, dass du mich vielleicht heiraten tätest? Ich tätere dich zur Beamtensgattin machen, wenn's magst. Ja, freilich mag ich. Ui. Du? Ja. Dann gehe ich jetzt gleich zum Bürgermeister und sage ihm, er kann's Aufgebot bestellen. Ja, wegen mir schon, Blasi. Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Blasi! Ja? Blasi, willst denn du kein Verlobungsbussel? Oder kommst lieber heute auf die Nacht zu mir in die Kammer? Was, Blasi? Man kauft keine Katze im Sarg. Na, Sophie, ich nehm die auch ohne Sarg. Dann meine ich, hab ich jetzt auch einen Deppen erwischt. So, Fini, jetzt probieren wir das mal. Oh, jetzt schau mal her. Jetzt gib mir einen Hammer und einen Nagel. So, bin neugierig, ob's geht. Geht schon, Fini? Gut. So, komm mal an. So, mein lieber Gustl. Haha, jetzt richte ich dir deine Hausschuhe her. Damit du keine kalten Füße kriegst. Jawohl. Geh her, du Buckling, gehst rein. So, jetzt. Du, das ist wirklich eine gute Idee, das mache ich auch. Du, ich bin bloß gespannt, wen's von unseren zwei Männern besser hinhaut. Gute Nacht, Morgen werden wir es dann schon wissen. Ja. Gute Nacht, Fini, Pfirti. Ich hab schon viel Trotteln als Freund gehabt. Aber das ist der größte Trottel, den Sie überhaupt haben. So was Blödes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ja, da schau her. Mein Weibelein hat mir die Hausschuhe hergekriegt. Mei, ist doch ein nettes Weibelein. Ja, ja, sie weiß halt, dass ich das gern mag. So, oder? Weibelein, ich komme! Ich hab das gleich gesagt, das geht nicht gut. Ja, jetzt bist du schlau, ne? Wir hätten das vorher probieren sollen. Normalerweise braucht man sowas nicht probieren, aber du bist ja sogar zum Scheißens blöd. Du Depp, du Hausmacher. Du hast gesagt, ich soll am Maxi ein Kreisel drauf machen, am Belli ein Herzal und am Spitz einen Strich. Ja, aber hinten, nicht vorn. Gell, du bleib mich nicht so an, das hab ich nicht verdient, ich kann ja nichts dafür. Nein, du kannst freilich nichts dafür, weil du so blöd bist. Aber ich muss für die Blödheit zahlen. Jetzt bin ich einem Greimoser noch mehr einen Ochsen schuldig. Was hast du überhaupt am Hirn drum? Was gehst du beim Heimgehen noch geschmissen? Was denn, ne? Da sieht man, wie blöd dass du bist, ne? Jetzt geh heim und lass uns einfallen. Ja. Da hab ich mehr Ruhe. Einfallen. Aber tu dein Kopf auf Zeiten legen, damit's Hirn zusammenlacht. So was Blödes hat doch die Welt noch nicht gesehen. Malt ja das Zeug vorn drauf statt hinten. Und ich verliere den zweiten Ochsen auch noch. Das Dachkerl kriegt im Stall so einen Haufen Sachen zu machen. Und ich verliere 2 Ochsen. Gustl, grüß dich. Ja. Jetzt war ich da. Du, ich hätte einen Viehwagen draußen. Ja. Kannst mir nicht helfen, dann nimm ich es gleich mit, meine 2 Prachtochsen geh weiterhelfen. Moment. Grammer, komm, sitzt die Herr zu mir. Bring mir die Ruhe nicht raus, geh weiter, da sitzt die Herr zu mir.
Sag mal, kannst du mir nicht ein bisschen Zeit lassen? Ich hab nämlich zur Zeit... Oha, ich hör dich schon. Spulschulden sind Ehrenschulden, die müssen gleich gezahlt werden. Sonst wäre das mal Gerichtsmasse im Mandat. Was heißt der Gerichtsmasse? Jetzt geh weiter, geh Kleinmoser. Pass auf. Was? Weißt du, dass du bist, ich mach dir einen anderen Vorschlag. Einen anderen Vorschlag? Was denn? Ich darf dir gern den Oberanger abkaufen. Mein Oberanger? Ja. Geh. Was willst du mit diesem wertlosen Stück Grund? Ja, da hast du recht. Wertlos ist er schon. Ja? Aber weißt du, das ist ja so. Ja? Irgendwann hört er ins Viehhandeln auf. Ja? Und da möchte man dann gerne auf den Oberanger ein Häusl aufbauen. Aha. Schöner Garten noch liegen, wo ich mich noch zur Ruhe setzen kann, weißt du? Ja? Ja, da darf man den Oberanger gerade dazu passen. Und das muss zugeben, für die ist ja das Grundstück wertlos, weil es so weit weg ist von den Sachen. Ja. Und der Sacker ist ja ganz klar, nicht? Ja, da hast du recht. Ich mein, ja. Sag mal, was darfst du denn da zahlen? 3.500 Mark. Wechseln. Moment. Sag mal, 4.500. 4.000. 4.000. Wechseln. Wechseln. Ja. Ich hätte schon den Kaffeedruck dabei. Was? Ja, wenn du nichts dagegen hast, den braucht jetzt bloß noch unterschreiben. Unterschreiben? Da steht alles drauf. Warte mal sehen. Das ist ein Greimoser, das ist der Meyerhofer. Das sind 4.000. Da hat er also 4.000 steht da schon drin. Da ist er her, eine Schreibmaschine aber da mitgebracht. Da ist er her. Schau schon her, da ist der unterschriebene Kaufvertrag. Da hast du eine Schreibmaschine. Und da sind 4.000 Mark. Was sagst du jetzt? 4.000 Mark. Das Geld kann ich notwendig brauchen. Also, dann gratuliere ich dir zu deinem neuen Stückel Grund. Danke. Da trinken wir jetzt gleich ein Schnapsal drauf, gell? Nein, lass ich mag keinen Schnaps nicht. Magst du? Nein, ich hab's auch eilig, ich hab nur ein Geschäft. So? Ja, ich muss noch ganz dringend wohin. Ja. Mir pressiert sozusagen. Ja. Also, darf man nur mal sagen, Ja. der Oberanger gehört mir. Und die 2 Ochsen sind vergessen. Nein, aber du wirst mich nicht vergessen. Was sagst du? Ja? So, mein lieber Greimoser, diesmal hab ich ein Geschäft gemacht. Das muss ich gleich meinem Freund am Backel erzählen. Grüß Gott. Blasch, ich hab jetzt keine Zeit. Geh zur Barin, ich hab keine Zeit. Wart, Meyerhofer! Ich hab mit dir was. Jetzt ist es schon wieder fort. Jetzt langt's mir aber. Meyerhoferin! Ja? Geh, komm mal raus zu mir. Ja, der Blas ist da. Grüß dich, Blasi, du, ich hab jetzt grad keine Zeit, gell? Da Aber... bleibst. No? Hinsetzen. Ich hab mit dir zu reden. Und zwar amtlich. Wie ist der Vater? Was? Ich? Ja? Wann hätte ich denn das werden sollen? Ich bin doch Beamter. Was ist da los? Nein, pass auf. Ich habe mit dir etwas streng Geheimes zu besprechen. Es geht nämlich um euch den Oberanger. Um unseren Oberanger? Ja, du, aber das, was ich dir jetzt sag, das ist bei ganz was Persönliches. Ja, dann red schon. Pass auf, der Bürgermeister hat zu mir gesagt, Ja? Bayern, Was was willst du? Ja, der Blasi ist da. Grüß dich, Blasi. Was denn? Barin, meinst du nicht, dass wir dem Blasi einen Kaffee bringen sollten? Nein, Nicht? ich habe jetzt mit dem Blasi was zu besprechen. So. Blasi, geh mit mir in die Küche rein. Da sind wir allein. Wo bleibst du? Allein hat's gesagt. Das war ich auch gern mit dem Blasi. Allein. Aber euch zwei lass ich nicht allein. Du Kleiner, die ist vorne, sagt er zu mir, er möchte sich auf diesem Grund zur Ruhe setzen. Und da war ich vor 2 Jahren beim Bürgermeister schon angefragt. Da gibt's keine Baugenehmigung. Der Grund ist überhaupt nicht baureif. Und ich hab 4.000 Mark von ihm gekriegt. Und die 2 Ochsen
sind vergessen. Das hast du gut gemacht. Da trinken wir mal drauf. Jawohl. Moment. Also, da trinken wir auf den Oberanger. Also, Blasi, das war jetzt einmal eine gute Nachricht. Sonst kommst du immer nur zum Kassieren. Ja, der Blas ist auch da. Komm, siehst du ein bisschen her zu uns. Nein, ich muss jetzt gleich wieder gehen, weil Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Oh, was ist? Magst du ein Glas? Nein, ich bin noch im Dienst und da darf ich keinen trinken. Okay, ein Glas, alles. Aber mitnehmen kann ich mir einen Stempel. Was? Genau. Ja, komm Geh her. weiter, gib ihm noch einen. Frage, da trink noch eins. Jetzt, wo wir unseren Oberanger so gut verkauft haben. Ja, den. Woher weißt denn du das? Ja, der Blasi hat mir's gerade gesagt. Der Blasi? Ja. Der Blasi, sag einmal, hast du mit dem Greimoser gesprochen? Ja, freilich. Ich habe ihm aber gesagt, dass das... Was hast du denn jetzt gewusst? Ich freu mich so, ich freu mich. Warum hast du mir denn die Geschichte vom Oberanger nicht gleich gesagt, wenn du das schon weißt? Ja. Aha, willst du das Geld allein einkassieren? Nein, also, weil ich wollte. Ja, du wolltest mich überraschen. Sehr richtig. Ich wollte dir ein verspätetes Hochzeitsgeschenk kaufen. Ein verspätetes Hochzeitsgeschenk. Nach 20 Jahren, du Depp, du. Dann, ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Meyerhoferin, du weißt jetzt Bescheid. Ja. Du kannst dir deinem Mann dann sagen, das mit dem Geschäftlichen. Machen wir alles. Kommt halt dann in den nächsten Tagen einmal auf die Gemeinde, dann machen wir das mit den Papieren und einem Vertrag und einem Geld und einem Stempel, gell? Ist schon gut, Also, gell? Also, Blasi, du, und sagst dem Bürgermeister vielen Dank, Ja, sag ich ihm. gell? Vierte Meyerhoferin. Vielen Dank. Vierte Meyerhofer. Ja, für die Gott, Blasi. Voll vom Radl ab, gell? Aber du, was meint denn der dann damit? Mit den Papieren, mit dem Stempel und mit dem Geld und Vertrag und Naja, der Kaufvertrag mit dem Bürgermeister muss doch gemacht werden, nicht? Kaufvertrag mit dem Ja, Bürgermeister? und dann können wir unser Dach neu herrichten und ich krieg endlich ein neues Gewand. Mike freut mich das. Neues Gewand. Freut dich das nicht? Ja, du sind wir. Schau, Pustel, Ja. mit 12.000 Mark Was? kann man doch was anfangen, oder? 12.000 Mark? Was sag mal, was hast du denn jetzt? Freut denn dich das gar nicht, dass uns der Bürgermeister so viel gibt für unseren Oberanger? Bürgermeister? Ja, Jo. na also. Du weißt, der Bürgermeister will uns den Oberanger für 12.000 Mark abkaufen. Aber der Oberanger gehört ja nicht mehr mir. Schaut so aus. Was lachst du da so blöd, ha? Der Greimoser, der muss das gewusst haben. Ja. Ja, was lachst denn da, ha? Okay, weiter, komm, ruhig mal doch. Na, also Gustl, Was? ich gehe jetzt heim, weil ich glaube, jetzt kann dir nur noch der Schutzengel helfen. Schutzengel! So ein Blödsinn! Es gibt überhaupt keinen Schutzengel! Da war ich mir gar nicht so sicher, Meyerhofer. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Protectulus, dein Schutzengel. Mein Schutzengel? Ja, ich pass auf dich auf. Ich bin immer für dich da. Du passt auf mich auf? Du bist immer für mich da? Ja, richtig. Ich pass auf, dass du keine Dummheiten machst, dass du keine Fehler machst, dass du dich nicht ins Unglück stürzt. Sie passen also auf? Doch nicht sie. Ich bin doch dein Schutzengel.
ein Freund. Mein Freund? Ja. Aha. Du passt also immer auf mich auf? Ja. Du passt auf, dass mir nichts passiert? Ja. Dass ich mich nicht ins Unglück stürze? Ja. Wo warst denn du, wie ich geheiratet hab? Da war ich noch nicht für die zuständig. Weil Männer kriegen erst einen persönlichen Schutzengel, wenn sie verheiratet sind. Vorher genügt die normale Krankenversicherung. So? Ja, wo warst du die letzten 2 Tage? Nein, da war ich heute einmal nicht da. Was? Ich habe nicht wissen können, dass du dabei so einen Schmarrn machst. Da war er nicht da. Da, wo ich mit Greimuser Karten spiele, da ist er nicht da. Da bin ich in höchster Gefahr. Warum warst du denn da nicht da? Ha? Nein, weil... Was weil? Da war ich auf einer Engelskonferenz von alle Schutzengel. Eine Jahressitzung, eine Jahresengelkonferenz. Jetzt brauchst du bloß noch sagen, dass du Schriftführer geworden bist. Ja! Genau! Weißt, wie alle Jahre, weil ich heute so eine schöne Schrift habe. Woher weißt denn du das? Der ist genauso raffiniert wie ich. Also pass auf, du bist mein Schutzengel. Ja? Du passt auf mich auf, du bist mein Engel. Ja? Also pass auf, wenn du schon mein Schutzengel bist, dann weißt du auch, in was für einer peinlichen Situation das ich bin. Ja? Also nachher, dann musst du mir helfen. Aber ganz schnell auch noch. Freilich! Also nachher, dann schick dich, ja die. Ja? Ja, du brauchst es auch nicht umsonst machen. Ja? Wenn ich dir meinen Gefallen tun soll, dann brauchst du es bloß sagen, ich mach drauf. Ja? Was heißt ja? Wisst ihr irgendwas? Soll dir gefallen? Da was Ja. willst du denn, hä? Bittchen. Was? Bring mir ein Maß Bier. Auf die freue mich schon die ganze Zeit. Weil das, was bei uns um den Himmel ausschenken, das ist ein furchtbares Quatsch gegen euer bayerisch Bier. Ein Maß Bier? Ja. Na, wenn's weiter nichts ist, die kannst haben. Sophie! Sophie, bring einmal ein Maß Bier, aber schnell! Ja, da ist er her. Was hast du gesagt? Was? Ein Maß Bier? Ja, ein Maß Bier. Am helllichten Tag? Ja, Freilich. Ja, für was brauchst du die? Ja, nicht zum Füßwaschen, zum Saufen, du Rümpig. Saus, aber schnell. Was meinst Und du versteckst dich dabei, Protektorus. Die braucht dich nicht sehen, die Sophie, gell? Brauch mich nicht verstecken, ich bin doch dein Schutzengel. Nur du siehst und hörst mich. Was? Alle anderen sehen mich nicht. Das habe ich schon oft gemeint. Ich habe schon oft geglaubt, meine Alte sieht mich nicht, die hat mich gesehen. Du brauchst keine Angst, dann wirst du sehen, die Sophie sieht mich nicht, wenn sie das Bier bringt. Das war das erste Mannsbild, wo die Sophie nicht sehen hat. Das sag ich dir. So, da schau her, Bauer. Also, das her. Da hast du jetzt dein Bier, Ja, gell? danke schön. Gib's her. Wem Wem gib's her, dem Durst ihm lieber, der Durst. Bauer, Was? meinst du nicht, es ist gescheiter, wenn ich dir ein Maß Milch bring? Tu das Bier her und schleich den ab. So, da lass das schmecken. Ich bin da ganz. Ja, die hat ja wirklich nicht gesehen. Ich hab das ja gesagt. Prost! Prost! Na, da schau her. Die Sauf im Himmel auch nicht schlecht. Ui. Da schau her. Ja, sag einmal, hä? Ja? Das war ein gescheiter Zug, gell? War das gut. Ja. O Bavaria caelum in orbe terrar. Was heißt denn das bei uns herunten? Das heißt, hoffentlich hört mein Durst nicht auf. So ist recht, dann darf ich gleich mir ein Bier bestellen, solange der da ist. Aber ich will noch meine
haben wir alte Dinger an den Oberwangen, da vergeht mir der Durst. Das Du sag ich dir. brauchst keine Angst haben, ich lass mir schon was einfallen. Ja, da wird's aber echt die Zeit, du bist mein Engel, also lass dir was einfallen, aber schnell. No, ein bisschen langsam. Ich bin ja nicht so schnell, ich bin ja schließlich dein persönlicher Engel. Du gehst ja für nicht anziehlich werden, gell? Ja. Du musst jetzt schauen, dass du es in Ordnung bringst mit meiner Frau und mit den Ochsen, weil sonst ist der Teufel los. Weil wenn du es nicht magst, dann bist du arbeitslos, das merkst du. Da brauchst du schon keine Angst haben, mir fällt schon was ein. Das ist eine Kleinigkeit für mich. Da wird's aber höchste Zeit. Da kannst du dich drauf verlassen. Ich geh jetzt an meine Arbeit, gell? Also mach's gut, gell? Geh du an deine Arbeit, ich lass mir dabei was einfallen. Moment einmal. Wenn ich jetzt bei der Arbeit da draußen alleine bin, da lauern 1000 Gefahren auf mich und du hockst da herin. Die einzige Gefahr, die auf die lauert, die geht mit VO und hört mit Roni auf. Ja. Und die ist in der Küche und auf die passe ich auf. Da hast du recht. Also schau, dass die Sache in Ordnung bringt. Fertig und so weiter. Oh mein Meierhofer. Jetzt hätte er auf einmal Angst, dass ihm was passiert. Aber beim Kartenspielen, da denkt er nicht. Ich hätte ihn doch nicht allein lassen sollen. Aber ich wollte halt auch mal ein paar Tage mit meiner Protektola allein sein. Man ist ja schließlich auch bloß ein Engel. Oh, war das Bier gut. Oh. Und mir macht's. Oh, verspielt der Ochs 2 Ochsen. Und macht nur den Blödsinn mit dem Oberanger. Aber er braucht keine Angst haben, solange ich auf ihn aufpasse. Solange kann ihm nichts passieren. So, Sophie, jetzt wird der Herr Ast noch mal ein bisschen sauber gemacht. Ja. Du kehrst zusammen und ich mach dann den Sessel sauber, gell? Gut. Und hernach richten wir alles schön her und heute Abend trinken wir dann extra eine Flasche Wein auf unseren Oberanger. Ha? Ja. Ja? Endlich rührt sich was bei uns. Ja. Dass uns auch der Blase so eine gute Nachricht bringt, ha? Ja. Ja. Mein Blas. Ja, jetzt kennt ihr wieder. Geh weiter, jetzt tut zusammenkehren. Ja. Und ich fange jetzt gleich mit dem Sessel an, gell? Toni! Was? Toni, stellt euch einmal vor. Du, ich hol grad meine Kier von der Weide, gell? Ja. Dann geh ich an eurem Oberanger vorbei, Ja. sieh ich doch da einen Kreimoser, wie er ganz geschäftig auf eurem Grund umeinander geht. Dann sag ich, ja, Kreimoser, was tust denn du auf dem Meierhofer sein Grund? Ja. Da lacht er recht reckert, und sagt, das war am Moorhofer sein Grund. Ich hab ihn für 4.000 Mark und 2 Ochsen abgekauft. Nein. Sag ich, ja, aber der Bürgermeister, der möchte doch den Grund für 12.000 Mark kaufen. Ja. Das hast mir doch du Ja, verzeiht. freilich. Meint er, ja, aber von mir. Und dann lacht der kleine Notrecker da und sagt, na ja, wenn man halt nicht Karten spielen kann. Fini, jetzt muss ich mich erst einmal niedersitzen. Jetzt habe ich einen Schutzengel gehabt. Mei, wart nur, wenn der heute heimkommt. Jawohl, Froni, heute gibt's das ihm richtig. Ja, drum hat der so blöd reingeschaut. Jetzt wird mir natürlich vieles klar. Na, ich geh wieder heim. Ich hab nämlich mit meinem Alten auch noch was zu besprechen. Den leisten wir dabei, gell? Und wenn was los ist, na, schreist mal. Ist schon recht. Du Bayerin. Was möchtest du denn? Bayerin, ich mein, soll ich jetzt nimmer herrichten für den lustigen Abend heut? Ein Verbandszeug kannst herrichten für heute Abend. Ein Verband. Es geht. Ja, schau mal, wie rein. Was hat der Papi nicht für schöne Blümlein mitgebracht hat. Ja, da schau die schönen Blumen. Ja, die freuen mich ganz besonders.